Hast du schon mal gesehen, wenn sich der Himmel rot, grün oder violett färbt? 4. Stock. Das passiert wegen der sogenannten Polarlichter. Und die sind für viele Menschen eines der beeindruckendsten Naturphänomene. Polarlichter entstehen zuerst mal ganz weit weg von uns, und zwar auf der Sonne. Die Sonne schleudert ununterbrochen geladene Teile, vor allem Elektronen und Protonen, ins Weltall. Der Sonnenwind breitet sich dann bis in die Erdnähe aus, wo dann ein Magnetfeld verhindert, dass die Teile ungestört auf die Erdoberfläche treffen. Trifft nämlich ein geladenes Teil auf das Magnetfeld, dann wird es der Magnetfeldlinie entlang Richtung Norden oder Süden abgelenkt. Und weil die Magnetfeldlinien in den Polarregionen näher bei der Erdoberfläche sind, dann trifft das Teil dort auf die Erdatmosphäre. Bei diesem Zusammenstoß geben Teile aus dem Sonnenwind ihre Energie als Stick- und Sauerstoffgasteile in der Atmosphäre ab. Und die senden dann Licht aus. Je nachdem, in welcher Höhe und auf welches Gas die Sonnenwindteile treffen, sehen wir dann unterschiedliche Farben. Am häufigsten sehen wir grünes Polarlicht. Und das entsteht beim Zusammenstoß mit einem Sauerstoffteil auf ungefähr 100 bis 150 km Höhe. Wegen der Form des Magnetfelds kann man Polarlichter in der Nähe vom Nord- und Südpol beobachten. Besonders in den nördlichen Regionen von Skandinavien und Kanada, aber auch im Süden von Patagonien und Neuseeland kann man Polarlichter sehen. Die Chancen zum Polarlichter sehen, die steigen mit einem dunklen Himmel, klarer Luft und kalten Nächten. In letzter Zeit hat man Polarlichter sogar manchmal bei uns in der Schweiz beobachten. Insbesondere aber durch die Linse von einer Kamera. Momentan herrschen auf der Sonne besonders starke Sonnenstürme, weil wir uns gerade in einem Maximum vom 11-jährigen Sonnenfleckenzyklus befinden. Sonnenstürme führen dazu, dass noch mehr geladene Teile Richtung Erde fliegen. Und je mehr Teile, desto weiter südlicher kann man Polarlichter sehen. Wow. Wenn du also Glück hast, kannst du in den nächsten Monaten vielleicht sogar bei uns das Polarlicht sehen. Schick das Video an einen Polarlicht-Fan.